Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt. Ha, meint, ja, der sage mal erst irgendein halbautomatischer Blaster, aber noch ist nicht ganz fertig. Und ja, ich habe ja schon irgendeine halbautomatische Blaster bastelt, also, ja, mein super duper Spezialrieken, die noch nicht so richtig tut, was sie tun soll. Aber da haben wir das letzte Mal versucht, das Dingele da noch in Betrieb zu nehmen. Der soll dafür sorgen, dass der Motor nach vorne und nach hinten dreht. Und das hat halt noch nicht so geklappt. Und was ich vorher mal überlegen sollte, müssen wir mal gucken, Gott, der Motor überhaupt mit 7 Volt. Das ist ja gereizt jetzt. Jetzt habe ich gedacht, ich bereite mich da mal wunderbar vor und präpariere das alles. Und ja, damit ihr da möglichst schnell. Das wird bald die Esel hat nicht so erzogen. Gut. Immer der so blöd fragt. Also ich dachte, ihr bereitet das alles vor, damit ihr möglichst schnell da an Informationen kommt und da möglichst viel Wertigkeit aus dem Video rauskriegt. Aber ich glaube, wird doch wieder bloß Entertainment. Ich meine, soll die irgendwann mal ein Rezept für so halbautomatische Blaster haben, das so zuverlässig funktioniert, können wir da auch mal ein Video machen, wo ich das alles auf eine ziemlich zügige Durchlauf. Aber derzeit sind wir da noch in der Erfindungsphase. Das heißt, ihr erlebt jetzt den Engineering-Prozess. Ihr erlebt den Prozess halt einfach hautnah mit. Also, wie so das Ingenieursmäßige so funktioniert. Gut, normalerweise hätte man mit dokumentieren und man hätte einen nervigeren Chef. Das ist der den Prozess noch verzögert. Aber gut, wir sind ja hier nicht ganz normal. Und es ist ja Freizeit, soll ja auch Spaß machen. Normalerweise brauchen Ingenieure auch keinen Chef, weil Ingenieure normalerweise genug Eigenmotivation haben. Aber jetzt trifft er mal ins Philosophische ab. So. Habt ihr es da mal mit einer zu kurzen Kabel. So, 7 Volt. Ganz gerade so sehr. So kurz. Dann. Ja, es ist jetzt nicht berauschend. Aber ich glaube, es reicht, um zu demonstrieren, was wir demonstrieren wollen. Und vor allem seht ihr da so, ob sich das vorwärts und rückwärts dreht. Ich hoffe, dass ihr es seht. So. Ich sag's euch, der ganze Kabelwulst. So, Motor minus zu Motor minus. Das traurige Kabel, das ist immer so negativ. Okay. Ja. Das war jetzt kein Qualitätswitz. So, jetzt habe ich da nochmal nachgelesen. Ich glaube, das habe ich falsch gemacht. Das da vorne, also K1 für vorwärts, dann ist SW1 für Stopp, also vorwärts Stopp, K2 für rückwärts und SW2 für rückwärts Stopp. Und das müssen wir irgendwie mal rausfinden, ob das jetzt, oh Gott, bin mir nicht sicher. Das letzte Mal habe ich natürlich mal nicht Anleitung gelesen. So, geben wir ein bisschen Dampf drauf. Es raucht nicht, das ist gut. So, jetzt brauchen wir K1. Jetzt dreht sich das. Okay. So lang. Und jetzt dreht sich das zurück. Was passiert, wenn ich jetzt K1 drücke? Das kann direkt. Okay. Ja, das ist jetzt Erkenntnis des Tages. Galileis Beschreibung. Das heißt, ich muss dann schon
Ganz zufrieden bin ich mit der Funktionalität nicht. K1, da muss ich SW1, K2, SW2, K2, SW1 Gott nicht. Aber von K1, das ist, von K2, das ist jetzt rückwärts, das dürfte auch passen. Seht, es dreht sich in die Richtung. Das heißt, dann geht das zurück. Kommen wir auf K1. Das heißt, ich bin mir überlegen, ob man den Controller überhaupt braucht oder ob man das direkt aus Logikelemente aufbauen können. Ach, der Ingenieur muss sich konzentrieren, dass ich jetzt, weil das geht zurück, bis es an die Taste kommt. Wenn es an die Taste kommt, geht es wieder vor. Bis es an die Taste kommt, die Taste löst dann den Stopp aus. Das heißt, die Taste löst zurück aus, bis es an die Taste kommt. Die Taste löst entweder Stopp aus, wenn ich das Taste da gedrückt habe, oder es löst nach vorne aus, wenn das Taste, also das Magazin-Taste da, für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir haben, da geht jetzt schon Kabel raus, muss es irgendwann mal den Durchmesser oder mal alte Videos angucken. Deswegen ist es ganz praktisch, so Videos zu haben. Aber ich meine, zur Not kann ich es auch durchklingeln, das ist doch auch noch mal extra die Schlaufe drumherum, die fürs Multimeter gedacht sind. Und da dahinter haben wir auch Taste. Also hinter dem Trigger ist eine Taste. Und dann dürfte es alles passen. Das heißt, der Drücker löst K1 aus. Und das Drücker löst K1 aus. Na, falsch. K2. Bis das, da wird es dann schon, da müssen wir differenzieren. Das heißt, da brauchen wir dann, ob das drückt worden ist, bräuchte man Speicherelement. Das könnte man fast aus Logik aufbauen. Das hätte mich schon reizen, das mal durchzudenken. Wobei auf der anderen Seite, ich meine, ob ich die Logik dann auch an so Controller reinhaue, ist ja auch kein großer Unterschied. Da muss ich nur gucken, ob ich da Ausgänge habe, mit denen ich da auch noch das kurz schließen kann. Also immer von Komma auf das jeweilige, ob das Gott. Das muss ich noch gucken. Weil letztes Mal die Spannungsversorgung, da haben wir uns darum gekümmert, dass das Controller, weil das müsste jetzt auch hochgegangen bis 40 Volt. Warte mal, der Motor verträgt aber bis 24 Volt. Wir haben nachher 22, irgendwas, also. Ja, der Controller wird sich nachher schon merken, was ist. Okay, es raucht nicht, das passt schon mal. Das wäre jetzt dann K2, bis es an die Stopptaste kommt. Oder dann ganz auf K1, bis es an das vordere kommt. Das heißt, das vordere kann ich eigentlich ziemlich fest verdrahten mit Stopp vorwärts.
Da brauche ich eigentlich keine Logik. Das muss eigentlich nicht ein Controller sein. Das können wir doch durchspielen. Der Kreuzschlitz ist. Das hätte jetzt wirklich live den Engineering-Prozess. Das habe ich alles nicht geskriptet und so. Also das ist jetzt das vordere God of Stop Forwards. Das ist SW1. So. Dann das hintere müsst ich aus. Ja. Die Magazinlogik, das ist ein bisschen ein Scheiß. Könnte das alles umgangen, wenn man da so einen Pusher reinmacht, der das so einfach aufmachen lässt, ohne dass das Magazin vorne ist. Weil dann kann man, gut, dann kann man es bloß laden, weil dann muss ich einfach ausschalten, nochmal Drücker zum Schluss, dann ist entladen. Das bin ich mir überlege, das ist gerade mal so simpel wie möglich zu machen. Mein Munitionszähler und sowas ist dann halt nicht. Wobei man auch so einen Taster einfach als Munition oder da den Trigger direkt auf den Zähler gegangen lassen kann. Also es hindert uns nichts daran, als weiter Controller. Aber alles nach dem anderen. Das ist ein bisschen Ingenieurskrankheit. Man will viel zu viel auf einmal. So. Das Gott dann. Das müssen wir ein bisschen verdrillen, dass das drin hebt. Ja. Das. Ich meine, die Anschläge habe ich noch nicht. Hey, kruscht. Ja, das war das Kabel, die Kabel waren ein bisschen nicht Fehlkauf. Gib's ja zu. Aber jetzt habe ich schon, jetzt nutze ich es auch. So. Nicht glücklich. Der Herr Ingenieur ist nicht glücklich damit. Das wird wahrscheinlich. Ja, vom Vorversuch taugt's. Das heißt, das löst uns dann K2 aus. Da könnte man das nächste Woche sag ich schon. Weiß noch nicht, ob ich in welchem Rhythmus ich das da dazu komme. Müssen wir erst einmal die Endanschläge definieren. Die muss ich dann aus 3D-Drucker noch rauslassen. So, das löst K2. Nee, das löst K1 aus, die Vorwärtsbewegung. K2 ist die Rückwärtsbewegung. Wir müssen zuerst rückwärts, dann vorwärts zu gehen. So.
Jetzt. Messmittel Nummer 1. Zur Stelle. Gibt was zu schaffen. Das ist auch wieder Rot und Gelb gehören zusammen. Das konnte man merken. Und Schwarz und Weiß gehören zusammen. Das ist wie hier auch. Ja, ein bisschen. Keine Ahnung, fand ich irgendwie passende, zusammenfassende Farbe. So. Das ist. Rot und Gelb ist für Feuer. Und Schwarz und Weiß ist halt der Rest. So. Haben wir das schon verifiziert. Das muss dann auf Karten, das kann man da auf Masse, auf den Kommen, so auf den gemeinsamen. Und gucke, dass das und das Rot geht dann auf K2. Das ja, ich sehe da nur das Problem. Das heißt, wenn ich den Drücker auslöse, ist der Taste ja eigentlich auch gedrückt noch. Ja. Das heißt, das müssen wir dann irgendwie. Komm ich da? Das müssen wir gleich mal testen. Okay. Dann würde der irgendwann auslösen, dann dreht es wieder nach vorne. Dann löst der aus. So. Und dann ist der aber ausgelöst. Okay. Und dann ist der wieder ausgelöst. Und der ignoriert. Okay. Das heißt, wir sind eine ganze Ecke weiterkommen, als ich eigentlich vermutet habe heute. Weil das Ding hat. Also, wenn man jetzt das Problem. Wir haben jetzt die ganze Funktionalität eigentlich schon. Das wirkt jetzt noch nicht so, weil das Zahnrädchen jetzt wegmontiert ist, weil ich die Dinger jetzt nicht so schnell ausgelöst kriege, so fix bin ich nicht, dass man das Ding nicht kaputt macht. Was jetzt noch, also was der Funktionalität noch fehlt, ist, dass die Taste da automatisch ausgelöst wurde. Also dass man da jetzt. Und der Abstand dürfte eigentlich so passen. Den habe ich so berechnet. Hoffentlich, idealerweise. Dass das auf und zu geht. Das kann sein, dass man das Ding doch vielleicht nochmal ändern müssen, aber das finden wir dann raus. Aber das ist geil. Dreht sich zurück. In die Richtung und nimmt die Zahnstange mit. Das ist der Honne. Und dann stoppt's. Dreht sich zurück. Und das sollte eigentlich, wenn ich das drücke, wenn ich das drücke, dann soll es auf halbe Strecke zurückgehen und wenn ich es nochmal drücke, soll es wieder nach vorne gehen.
Das wäre eigentlich das Ideale. Wobei auf der anderen Seite was man auch machen könnte, also das erstmal ausmachen und das auf den Stopp 2 lege. Dann gucke, ob ich das schnell genug ausgelöst kriege. Es ist dann oh ja. Ja, das nicht schön, aber selten, so sagen sie. So sagen sie. Wenn ich das schnell genug ausgelöst kriege, dort. Okay, es war jetzt seltsames Deutsch. Dann könnte ich nämlich das einfach. Wobei, wenn ich das in der hinteren Position stoppe, dann geht es nicht mehr nach vorne. Ah, das macht die Sache kompliziert. Das blöde Taster, das macht die Sache kompliziert. Weil's wenn ich das auf den Stopp 2 lege, dann läuft es ja zurück, Stopp da. Wobei, das müssen wir testen. Naja, das muss dann mit Logik verbunden werden. Und dann habe ich komische Zustände. Wenn es mit einer dazwischen drin stoppt, dann muss ich da mit der Hand rein, damit ich es wieder in Gang kriege. Oder ihr müsst halt. Ich kann das mit dem Taster zurück und dann müsst ihr nochmal weitere Taster einbauen, indem ihr den Rücklauf stoppt und mit dem wieder Vorlaufen aktiviert. Oder der Taster geht dann beim ersten Mal auf dem Rücklauf. Oder ich verknüpfe halt den hinteren Anschlag mit der Logik, also wenn ich den Taster betätige, geht es normal zurück. Dann kann ich den auf und zurück legen. Und beim hinteren stoppt es dann. Ja, das machen wir. Ich glaube, die Funktionalität machen wir dann später mit dem Controller. Das wird dann einfacher sein, wenn ich mir da irgendwelche Logik-Bausteine kaufe und das zusammen. Weil vor allem im Controller haben wir halt einfach Freiraum. Das heißt, die Funktionalität, ja. Wobei, dann kriege ich das Ding gar nicht laden. Das muss ich mir überlegen. Ich meine, gut, wir können da jetzt mal auf ziemlich hemdärmelige Weise mal testen, ob die Anschläge so funktionieren. Weil das können wir auf jeden Fall machen. Da kann man die Taster, also die Funktionalität kann man ja so lassen. Und den Rest kann man mit dem Controller machen dann. Überlegen wir das noch. Am Ende des Tages gucken wir mal, dass wir das jetzt so hinbringen, dass da die Anschläge sauber passen. Mir ist da auch eingefallen,
es wäre vielleicht gar nicht verkehrt gewesen, die zwei Tasten auf unterschiedliche Ebenen zu legen. Also die beide ein bisschen zu versetzen. Weil da können die da nämlich zwei unterschiedliche Rastnasen machen, wenn die auslösen. Und so müsst ihr das jetzt da haben. Ja. Weil der wird jetzt ein bisschen zeitig auslösen, kann es sein, dass es noch nicht ganz dahinter ist. Sag mal. Und das ist ja noch so. Und so ist schon wieder geladen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich jetzt Friede. Wenn ich jetzt sage, ihr lasst da aber nicht da, wenn ihr sehr wollt, wie es weiter Gott, weil muss man das jetzt noch mal, muss ich mal Nacht drüber schlafen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich die Bausteine, der Stein fehlt noch, dann hätten wir eigentlich ein funktionsfähiges Apparatle. Gut, der feuert dann halt so lange, jeder den Taster drückt. Wobei ich kann von Anfang dann schon den auf den Stopp 2 überlegen wir das noch. Ihr habt jetzt, das war also ein wesentlich längeres Video, als ich eigentlich gedacht habe. Ihr dachtet, hey, sei bloß ein paar Minuten das mal probiere und gucke. Oder wenn das nicht geht, zweite Elektronik, weil ich habe da noch Alternative, aber die haben wir jetzt nicht braucht. Aber es hat doch länger gedauert und ich habe da ein bisschen den Ingenieursprozess mitverfolgen können. Und seht, ja, auch nicht so kompliziert. Da sitzt halt so ein Kasperfaus oder so Problemle und probiert da mal rum und guckt und überlegt sich dann, wie man das geschickt lösen kann. Und wenn er dann weiterkommt, macht er Feierabend, schlaft danach drüber. So läuft es. Aber wünsche ich euch viel Spaß beim Blästle. Euer Blaster-Ingenieur.